Herzlich willkommen bei Literatur im Grünen. Im heutigen Text geht es um Aufklärung und Religion. 3 Psalmen. Psalm 20,15. Komm mit, mein Kind. Die Stadt, das Haus sind schon zerstört, du wirst sie nie mehr sehen. Die Welt liegt da in vielen Scherben, wir können sterben oder gehen. Mit allen Wünschen, wenn man liebt, so habe ich dich geboren. Mit allen Ängsten, die es gibt, so habe ich dich verloren. Die Spiele, die du nicht gespielt, das Leben, das du nicht gekannt, dein Ziel, auf das du nie gezielt, dein Spielzeug, das der Krieg verbrannt. Hast nie geküsst und nie geliebt, kennst nicht des Tages Langeweile. Dein Körper von Metall zersiebt, dein kurzes Leben lang in Eile. Wer wollte, dass du das nicht siehst? Wer wollte dieses Leben? Ich wollte dir vom ersten Tag, als ich dich spürte, alles geben. Was wir an Gutem doch gehabt, war wortlos schön, nicht zu beschreiben. Ein kurzer Blick, ein Kuss, ein Laut, nur du und ich, und das wird bleiben. Du hattest keine Wiege, das Boot, das ist gesunken. Ich konnte dich nicht halten, du bist vor mir ertrunken. Du warst ein Kind, nichts als ein Kind, 3 Jahre und nur Qualen. Ein Bild aus Licht und leichtem Wind, und ihr messt uns in Zahlen. Am Horizont gelobtes Land, unseres ist uns genommen. Wir wollen nichts als eure Luft, wir sind nicht gern gekommen. Kurz vor dem Ziel die Felsenwand, das leichte Boot wird kentern. Vergeblich werden blasse Leichen das trügerische Ufer entern. Das Ufer ist das Abendland, auf das ihr wahrlich stolz seid. Reicht ihr uns helfend eure Hand, zeigt, dass ihr nicht aus Holz seid? Psalm 20,16. Wünsche. Millionen Kerzen brennen. Unerhört. Unerhört. Der freie Wille. Dann will ich, dass du mich hörst. Oder waren es doch nur freie Wünsche? Wir haben Wünsche frei. 3 Wünsche vielleicht. Einen Wunsch erlauben, das ist kein Versprechen. Hast du uns das versprochen? Hast du dich nur versprochen? Versprechen, das passiert. Dann wünsche ich mir als ersten Wunsch gleich 1000 freie Wünsche. Jetzt schaust. Was war dein Wunsch? Was hast du wollen? Was war dein Wille? Von weiter oben ist das alles sehr klein. Man sieht die Leute gar nicht genau. Von ganz weit oben, wo du bist, da ist bestimmt gar nichts mehr zu erkennen. Aber den Buben habe ich gesehen. Der war 3 Jahre alt vielleicht. Der ist angeschwemmt worden am Strand, am Weg nach Griechenland. Der hat in keiner Wiege geschlafen. Wir schlafen weiter in der Wiege unserer Kultur. Dem seine Wiege war aus Holz vielleicht oder aus Plastik und Metall. Der hat so lange geschaukelt, bis er umgekippt ist. Dann ist er ersoffen. Hat unsere freie Luft nicht gekriegt, da unten in Griechenland. Der Wiege der Kultur. Der Wiege der Kultur, auf dem wir so stolz sind. Unser Abendland. Psalm 20,17. Abendland. Fragt einer auf WhatsApp oder Twitter. Das Abendland, das ist ein Twitter. Aufklärung heißt, prägt unser Leben. Das kann man heute auch anders sehen. Das hast du wollen, das ist der freie Willen. Schaut eher aus, als würde sich einer spülen. Mit uns zur Unterhaltung, ein kleiner Krieg als Samstagabendgestaltung. Ich habe es jetzt doch geschafft, die Route ist geschlossen. Ihr sauft nicht mehr bei uns, ihr werdet daheim erschossen. Was haben wir gemacht? Darauf sind wir stolz, ich kommt der blaue Drache. Jetzt bin ich endlich irgendwer und das ist meine Rache. Da können wir ja nichts dafür, wenn alle zu uns kommen. Wenn die da sterben, sind wir nicht schuld, die sind halt langsam geschwommen. Ein Kreuzzug ist und auf die Fahnen, da stehen unsere Werte. Wir wissen zwar nicht, was das ist, aber wir zeigen Härte. Wir sind drin und ihr seid draußen, wir leben und ihr seid Gespenster. Ihr könnt von draußen reinschauen, die Route stelle ich euch ins Fenster. Heute kannst du nicht sagen, ich hab's nicht gewusst. Die Bilder liegen offen. Im Netz hängt alles, nur nicht der Bur. Der Bur, der ist ersoffen. Wir sind auch froh, wenn keiner kommt und dass wir noch Geld haben. Ein Zerspiegel von uns regiert. Das ist das, was die Leute gewählt haben. Und wo wir uns ein Kreuz gemacht haben, das war nicht gar so wichtig. Hauptsächlich ist es war ein Kreuz. Ein Kreuz ist immer richtig. In der Kirche, denke ich nach, sitzt er manchmal drin. Wenn der Jesus geköpft worden war, hängt da ein Guillotine. Dem Buben, dem war das ganz egal. Der Bub, der wollte nur leben. Und du schaust zu und ich schau zu. Wir stehen da blöd daneben. Wir sitzen da wie im Club Med und schauen nur über den Zaun. Die Welt ist unsere Kolonie.
Das Leben ist ein Traum. Eine Kreuzfahrt wäre doch einmal schön, zum Kreuz des Südens fahren wir. Europa heißt die Luxusjacht, da steht doch nur ein Armer. Ein Krieg wird nach einem Motto geführt und das heißt Arm gegen Reich. Ein Quer ist nur ein Teil davon, die Geschichte ist immer gleich. Ob mit Bomben, mit Raketen, mit Sturmgewehr oder Minen, ein Krieg fängt man nicht grundlos an. Der Grund, der heißt verdienen. Die Waffen machen es da bei uns, wir liefern jeder Seite. Aber wenn die UNO knallhart sagt, sagt's gescheit und tut's nicht streiten. Da hilft nur beten, sagen die Leute, sonst bleibt kein Auge trocken. Doch wenn's nicht aufpasst, ist soweit, dann hat das Kreuz einen Haken. Aufklärung heißt, pflegt unseren Lauf. Und das kommt außer Scheiße drauf. Danke fürs Zuhören.